die Welt von Jiddisch, Animatie und Edutainment. Edutainment auf Jiddisch rufe ich es der Zieh. Ja, was haben wir? Belernendike oder der Zieh-Verweilung. Der zieherische Verweilung, Educational Entertainment. Gut, wir werden anheben mit Kurzfilm. Ja, Beispiel. Here's an example of some educational, entertaining Yiddish animation. Kein Misrach suchen die nächtige Tee. Trilli, tralla, trilli. Flieht sie und flieht, bis sie trefft in die Berg, auf a weißer Schkappe anhalten Terg. Trilli, tralla, trilli. Tut ihm die goldene Pave afreig, so hast du gesehen, die nächtige Tee. Trilli, tralla, trilli. Verknechts der Ter den Stirn entleert. Die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört. Und hat sie die letzte Saison zum Pferd. Und klingt in die Welt Sein Ha, 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 ha. A goldene Vögel und a Narasa. Technical check. Michael, alles ist besser? Ihr seht und ihr hört? Ja, alles ist gut. Gut, okay, weiter. Okay, ihr habt bemerkt, der erste Teil, was ihr habt gesehen, ist ein Kollier mit voller Animation. Weiter, das Lied endigt sich, aber nur mit Zeichnungen, only drawings in der weitergedickten Teil. Das Film ist gemacht geworden in 1994, ne? In 2007 in Israel. Und der Film hat gewonnen eine Prämie. They won a prize for this, und Mifal Pais. Aber es ist nicht der Ganz. They never finished the actual animation. Die Animation ist nicht geendigt und öfter wollen wir das einen Tag endigen. Lassen wir gehen weiter. Okay, was ihr seht, sind die Bilder, die kollierte, aber die anderen Teile sind gewähnt, Poschet, schwarz und weiße Zeichnungen, mit der Musik, mit dem Gesang von hinten, von der Besproche, die Megillah-Lieder von Pesach Burstein. Okay, das heutige Programm ist also, wir werden wissen, wir lernen, was ist Animatie und Jiddisch Animatie. Ich will euch erklären wegen der These, was ich habe geschrieben in der Bar-Ilan-Universität, mein MA-Thesis. Und wir werden sehen, etwas wegen Übersetzen, Translation von Vers, von Versen, von der Poeme zu Animatie. Das ist ganz interessant. Und wir werden euch jetzt behandeln, Shura Weissman, Oleha Sholoms, Reisele, eine von den schönsten und die beste Jiddisch-Animaties, was ich habe gesehen. Gut, und zum Schluss Q&A, Frages. Okay, was ist Animatie und was hat zu tun mit Jiddisch? Wir sehen da von gebürtigs Reisele, was Shura hat gemacht. Wir sehen Zeichnungen, wir sehen Komposition, wir sehen Skulptur, 3D-Modeling, das heißt Computeranimation, Erzählungen, Musik und auch viele Skizzen. Das ist auch viele interaktive Lernprogramm, Jiddisch Pop, ihr habt es gesehen. Das heißt, als Jiddisch ist ein voller, Entschuldigung, Animatie ist eine voller Kunstform, was nimmt rein Musik und Kunst und allerlei Sachen, was ist sehr interessant und mit dem kann man haben sei Verweilung, Entertainment und sei Erziehung. We can also learn things. Okay, bald sind verschiedene Befangen. Otle Marshall habe ich genommen, das ist gewesen mein erster Animatie-Film. Das ist öfter der kürzeste Animatie, was ist ein Schure von einem Lied von Leib Neidus. Ich habe es voneinander genommen. Ich habe es zerbrochen in Schure oder Wörter. Und ich habe Leute dem gemacht, die Bilder. Ein Brief habe ich ein von meinen Liebsten bekommen. Die erste Schure von 16. Das ist alles, was ihr werdet sehen. 4 Sekunden beerdig. Da habe ich etliche Bilder. Und was ich habe, ein Brief habe ich ein von meinen Liebsten bekommen.
Und das halt, es ist Sache 4 Sekunden, aber es gedauert eine lange Zeit zu machen das. Lass mir ein Guckton, 1980 habe ich es gemacht, in Schule von 16. Concordia Universität, ich bin gewähner Student von Computer Science, aber ich habe euch hier genommen Fine Arts Kursen. Ein Brief habe ich ein. Und hoffentlich ist das eine Serie von anderen Filmen. Okay. Können wir sehen noch einmal, sehr kurz. Sekunde. Eine Minute. Ich dachte, ihr habt es nicht gehört. Geht so, ein Brief habe ich ein von meinem Liebsten bekommen und das alles. Okay. Wie weiß man, was ist eine jüdische Animation? Das heißt, ich habe gefunden 60 Animations und ich habe sie gemusst kategorisieren von meiner These. Was ist eine jüdische Animation? Was ist eine potenzielle jüdische Animation? Was ist auf Jiddisch, aber nicht bei MS eine jüdische Animation, aber ganz reinhaftig und so weiter. Ich lasse mal sehen, ob ich nehme, wie ich habe gemacht mit dem Neidus-Lied, ein jüdisches Lied und ich mache von dem eine Animation, das heißt bei mir eine jüdische Animation. Ob immer zu nehmt, wie in der Weiterdicke, 2 Beispiele, eine Minute, genommen The Flintstones und genommen Azal-Lied, ich habe gesehen, dass Boris ist mit uns, oder Azal-Lied, und Flintstones, sie sind die moderne steinzeitliche Familie. Aus der Stadt Bedrock senden sie eine Seite aus der Geschichte. Und man nimmt ein anderes Lied, ein russisches Lied, was dort Schwer zu sein, mein Liebe, Femel, wie ein Stein, steht ein Äpfelvater und es reißt sich ein Geweih. Wenn du kennst, wie wir viel im Wasser leben, verstehen, und so ich verstanden, Baby, bis zu dann allein. Wenn du kennst, wie wir viel im Wasser leben, verstehen, und so ich verstanden, Baby. Dole Moschel, will ich euch weisen, etliche Genren von Animations auf Jiddisch. Es ist da Folklore, es ist da Tanachmeise, es ist da Literatur, genommen von der jiddischen Literatur. Und da haben wir ein Beispiel von einer Meise angeschrieben von Kobi Weitzner, in Polen. Er hat angeschrieben die Meise, er hat es alleine reingerettet auf Jiddisch. Man hat euch übergesetzt die Meise auf Polisch, was gemacht geworden in Polen. Polisch, Englisch und Fibrit, echt Französisch, gedenkt nicht. Das ist ein Stückel von dem. Der Beliau hat gearbeitet eine lange Zeit und geschaffen a Golem von Lehm in Blotte. Die Narratie folgt noch die Animation. Er hat umgeschrieben dem Shem Hamefeurisch auf ein Stück Papier. Er schreibt auf ein Stück Papier. Er hat reingesteckt das Stück Papier in dem Golems Mäuel. Reingesteckt in dem Golems Mäuel. Auf dem Golems Stern hat er ausgekritzt das Wort Emes. Gut. Das ist eine kurze, alle die Sachen, die ich gab, alle kann man finden auf YouTube. Nicht leicht zu finden. Ich habe gemeint, dass ich gefunden habe, 20, 30. Zum Schluss habe ich gefunden, 60 verschiedene Sorten, verschiedene Kategorien von jüdischer Animation. Zum Beispiel die Flintstones oder Boris' Übersetzung von der russischen Lied sind euch ein Teil von meiner These, aber kategorisiert untereinander Kapitel. Dann haben wir eine jüdische Poeme von genau. Geht so, die Poeme ist nicht leicht zu verstehen. Und das ist eine von den Schwierigkeiten von Poesie. Es ist bechlal schwer zu verstehen, Poesie, nicht alle, aber Sache. Und überzusetzen von einer Sprache auf eine andere ist euch ganz schwer. Aber was man macht von der Animation, kann es sein ganz interessant. Wir wollen es nicht sehen, weil wir eilen sich ein bisschen mit unserer Zeit, weil wir wollen konzentrieren sich auf Weiterdicke. Humor ist noch eine Kategorie.
Einer hat gemacht eine Parodie. Die Parodie benutzt sich mit Jiddisch. Kann sein, Chenevdik, sie ist nicht kein Jiddisch-Animation, in meiner Meinung. Gemacht in 2008, Jiddisch mit Dick und Jane, sie ist auf Englisch, aber warf da rein dem Jiddisch dort, was auf das macht, kann man öfter machen andere Sorten, belernen dicke, it's entertaining, was ist komisch, humoristisch, aber wir können euch nicht lernen von einer Sache, nicht genau wer hat es gemacht, aber lassen wir das sehen. Ups. Da. Woning parody, woning parody, woning parody, woning parody. Yiddish with Dick and Jane is a parody on a series of important themes. What happens when the idealized universe of our favorite childhood characters collides with modern-day reality, the inevitable limitations of parenting, and the sharp contrast of our successive generations' outlooks. Yiddish is used like a series of flares, little bursts of irony, worldliness, and savvy to illuminate the dopey innocence of Dick and Jane's world. Zu der Animation allein. Die kann voller Animation, es ist ein bisschen Bilder, es ist eine Bewegung. Real estate. Today is Sunday. Jane has an open house. She must schlep the open house signs to the car. Mit ein bisschen Humor. See Jane schlep. Schlep, Jane, schlep. Schlep, schlep, schlep. Schlep. To lug or carry laboriously, to travel arduously, or simply over an unnecessarily long distance. Of course I invited Magellan, but he can't make it. Why? Because all of a sudden he decides he has to schlep around the globe for 2 years. Okay. Ich habe das nicht angenommen wie eine jiddische Animation, ich habe es angerufen eine potenzielle jiddische Animation, weil es war gewesen sehr leicht, Poshet übermachen die Narration auf Jiddisch und ausnutzen die dosige Animation. Okay, andere Sachen, was wir haben auf Jiddisch in die verschiedenen animierten Filmen, der erzieherische, educational, mit Idiomen, ein bisschen Grammatik, Choreografie, le Moschel, 2 Bocherim in Israel, Bezalel, dachte ich, haben sie gelernt, haben gemacht 4 kurze Animations auf Jiddisch wörtlich. Jiddisch Idioms, the tongue has no bones, die Zunge ist unbeiner, wir können sie finden auf YouTube, das ist einander, so wie ein Beispiel und so weiter. Da haben wir von Jiddisch Pop, und das ist eine Sort computeranimisierte Animation, und wir können sehen, was sie tun da, aber modne, ich weiß nicht, für was, aber es gesprungen da in der Seite, aber ihr werdet können sehen, was geschieht. Also welche Computeranimations kann man machen? Jo, es ist heiß. Schwimmen? Jo, lass mir schwimmen. Okay. Einander Eufen zu benutzen sich erzieherisch ist, was man auch gemacht in St. Petersburg. Beim von etlichen Jahren, kommt jeden Jahr, einmal ein Jahr, kommt raus von St. Petersburg eine jiddische Schule, die Lehrer dort nimmt zu neu die Kinder und macht mit sie eine Animation auf ein jiddisch Lied. Otel Moschel, Kadia Malodowskis Lied wegen Hinterle, groß wie ein Pinterle, lassen wir das sehen. Sehr primitiv, aber chenevdik. Багаж kommt der Dame zum Bahn. A Kerl, a Kessel, a klein Чемодан. A Päckl, a Säckl, a Pudel, groß wie ein Pintel. Und a klein Kindel. Und das genommen ein Männchen mit der Knopf auf dem Titel. Und gegeben Adrian das Tempel mit Riese. Und so weiter. Wir haben gesehen gewisse Übersetzungen von den Flintstones und das russische Lied. Es war noch, kennen Sie ein Christmas-Meise, eine Animation, was existiert schon auf Englisch und jemand hat Poshet verjidischt das, eingegeben neue Wörter, Translation oder Voiceover, übergesetzt und übergemacht. In Schweden, das ist sehr interessant, sie haben ein Gesetz in Schweden zu stützen die jiddische Sprache
Und sie nehmen zwischen anders, nicht nur das, aber zwischen anders Animations, wo sie existieren, ganze Series, 30, 40 Series von Animations und setzen sie über auf Jiddisch. Es hat gar nicht einen jiddischen Inhalt, aber es ist gerät geworden auf Jiddisch. Aber das rufe ich an interessant, keine dicke Sachen. Okay, was sehen wir von 1979 bis heint? Und für was sage ich 1979? Weil damals ist raus das erste Jiddisch-Film, animiert Film, von Sally Heckel. Das ist eine Version von Auf dem Weg steht der Bäum. Und wir werden haben Zeit später zum Sof. Beim Sof, wenn wir kennen, eine kleine Teil von dem, was sie da eigentlich zwei Verses von Auf dem Weg steht der Bäum. Einer wird erkennen gefunden, viele etliche Mal auf YouTube, gemacht geworden in Russland. Es heißt Jewish Lullaby. Und Sari Heckels, was heißt The Bent Tree, ja, eingebeugene Bäume, kann man nicht finden auf YouTube, aber es ist vor allem gewisse Bibliotheken in Amerika haben es, oder man kann es kaufen direkt von ihr. Was habe ich gefunden? Ich habe gefunden weiterdings. Die Medines, wo man hat geschaffen, in Kanada, in Israel, Litauen, Polen, Russland, Schweden und in Amerika, haben wir geschaffen Animations auf Jiddisch. In Australien, Brasilien, Frankreich, Amerika, Afrika, habe ich nicht gefunden, kein animierte Filme auf Jiddisch. Die Techniken, allerlei Techniken, Computertechniken, Sand Animation, Hand Animation, Cutout Animation, geht so elektronische Computerei, verschiedene Techniken. Objektanimation ist noch gewesen, anhebendig von 2019. Was ich gefunden. Es ist von Full Animations, das heißt, von Anheb bis zum Sof sieht man etwas animiert und andere, etwas am Meise oder etwas, wo sie noch ein bisschen von der Meise von der Erzählung ist animiert. Es ist von schwarz-weiße Animation, von Kolieredicke. Der kürzeste ist meiner von 4 Minuten und Kolorlei bis Mamisch, ein Feature-Film auf Jiddisch, aber es ist nicht auf Jiddisch. Man hat genommen 3 von Bashevi Singers Meises, was hat sie geschrieben auf Jiddisch. Man hat gemacht von dem Zuneufguss und geschaffen ein Film, was heißt Aaron's Magic Episode. Geht so, Minute. So habe ich es. Was sehe ich es nicht? Gut, wir weiter schauen die Zeit, weil wir dürfen sich konzentrieren auf, ja. Wer sind die Animatoren, Studenten, Amatoren, Professionelle Studios haben geschaffen. Die, was haben gemacht, viele die Professionelle, ein Teil von sie haben es nicht gewähnt für Geld. Sie haben von dem eigenen Willen haben sie beschlossen, dass sie gehen machen animierte Filme auf Jiddisch. Ich soll mal betrachten, was heißt übersetzen von einem Lied zur Animation. Es kann euch jetzt sein eine Erzählung, aber die Lieder sind in der Sache schwerer. Ja, es ist nicht leicht überzusetzen eine Meise Bechlal, von einer Meise zur Animation, und eine Poesie und Lieder ist nicht sehr leicht. Wir können sie übersetzen normal, nicht in Animation, normal, von Wort zu Wort, auf Englisch, auf Ivrit, auf Russisch, auf Spanisch, Französisch. Efter soll man übersetzen auf Chinesisch, das war doch ein ganz großer Kahal. Die Lieder sind, wie gesagt, die schwerste überzusetzen. Aber Animation kann heraushelfen in der dortigen Übersetzung. Okay, ich habe gefunden 10 animierte kurze Animations, eins ein Volkslied, ein Lied von Mordechai Gebirtig, einer von Peretz Markisch, 2 von Itzik Manger, 3 von Kadir Molodowski, ein von Leib Neidus, das was ich habe gemacht, und Moshe Schursteins, ein Lied, was man hat animiert. Ach, gut für dem. Und ich habe dafür gesehen, dass Jane ist mit uns, ich hoffe, sie sieht das, 8 animierte Filmen, kurze, was die jiddische Sängerin Jane Pepler hat gefunden, alte, unbekannte Lieder und
die popularisieren sie, hat sie animiert auf Kololei Madriges. Und ich meine, es verirrt dafür machen ein spezielles Programm, weil ihre Arbeit ist ein neuer Gewöhnlicher und Bechlal. Das Abhitten, die dosige verlorene jüdische Lieder, ist eine große Arbeit, was sie tut. Aber die Animationen sind mir speziell gefallen. 8 hat sie gemacht und es waren noch etliche, wo sind potenzielle. Aber wir machen ein Programm wegen ihr besonders, weil wir sehen, was wir können reden und tun wegen dem. Von guten Übersetzungen von nicht-jüdischen Animationen, wie wir haben gesehen, die Beheme von Boris Sandler, Frozen, ein kurzes Lied, Frozen, aber gesungen auf Jiddisch, aber man sieht die Animation von dem Disney-Film und von einer anderen. Okay, eine von den Sachen, was man darf sein vorsichtig bei Animation und beim Übersetzen, ist, wo ist die Schure oder wo ist die Linie, besser gesagt, zwischen Übersetzen und Interpretieren. Und das kann sein ganz interessant und der Fall ist sehr interessant zu vergleichen, die 2 Filme von Manga, auf dem Weg steht der Bäum, aber lassen wir sehen, was wir haben. George Bluestone gerät beklar wegen Novelle zu Filmen. Er gesagt, als wenn man macht einen Film, beklar, nicht keine Animation, aber beklar, ein Film, als man nimmt ein Buch und man setzt es über in einen Film mit der Skizze, mit Akteuren und so weiter, ist nicht allemal dieselbe Sache und man darf euch trachten als der Filmist, der was macht den Film, wird allein ein bisschen interpretieren und reingeben, ihr oder sein Meinung, sein Guckwinkel und so weiter. Animierte Filme. Lassen wir gucken auf Reisele. Reisele ist eine von den populärsten jüdischen Lieder, was wir kennen. Es ist geschrieben von Mord Gebürtig. Es ist ein verrechenfacher Volkslied, hat man wissen, dass Gebürtig hat es geschrieben. Auf YouTube wird gefunden, sucht Reisele, wird gefunden, allerlei Sachen, reingerechnet, da in Mitten wird sehen, die Animation bald von Shura Eleha Shalom. Ob ihr sucht auf der Friedman Jüdische Musikbibliothek, wird gefunden 131 Mal oder verschiedene Singer singen es, ganz populär. Wir sucht Reisele auf Google, wird gefunden 26.000 Mal die Hits, wie sage ich, Hit auf Jiddisch, ja, gefunden bald später. Shura Weissmans Film ist 3,5 Minuten lang, geschaffen geworden in 2012. Auf wie viel ich weiß, ist das letzte Jiddisch-Film, was ich gemacht habe. Halleweil mache ich es. Aber das ist, was ich gefunden auf YouTube. Und jetzt lassen wir das betrachten. Okay. Wir haben also Shura öffnet mit sehr schönen Panorama. Wie ich verstehe, sind die Zeichnungen der Rike von Josef Weissmann, was wir haben gehört von ihm beim Reinführen zu dem Tag. Ein schöner Himmel, ein schönes Feld, ein kleiner Bämel in der Seite, ein Städtel, was hängt in der Luft, also es fliegt in der Luft. Und so bislang fliegt rein ein Fegerle und das dosige Fegerle gefällt mir in andere von ihren Filmen. Später in Abend, wie ich verstehe, wird das ein andere von ihren Filmen, sucht dem Fegerle. Die Krediten kommen rein wie Wolkens und es kommt rein zu fliehen. Bald wird man sagen, der ist Animation, aber ich erkläre, ich analysiere den Film. Es kommt rein zu fliehen das Heisele von Reisele, die was kennen die Werte, bald wird ihr das sehen. Und es ist wie reingeblendet, fade in. Das Fegerle kommt euch da rein, es oben ist voran ein Beudenfenster und eine von den wichtigsten Sachen von Shuras Lied, Shuras Animation, ist, sie hat noch gefolgt die Wörter genau. Das heißt, ob gebürtig auch geschrieben, als das Heisele hat ein Beudenfenster, seht ihr da ein Beudenfenster. Wie so macht man, als das Heisele schläft ein? Auf Jiddisch, also das Heisele schläft ein, meint, dass die Menschen schlafen. Aber da hat sie interpretiert, das Heisele schläft ein, mit den Augen, was vermachen sich zu Bislach.
Danach öffnen sich, wenn das Bocher kommt, okay, und das kleine Fenster öffnet sich da oben, Punkt wie in dem Lied, öffnet sie sich ein Fenster und es wacht aufs alte Heisele. Okay, the house wakes up. Was heißt the house wakes up? Die Augen öffnen sich von dem Haus, aber gewöhnlich meint man die Menschen in dem Haus. Okay, die vermachte eingedämmte Augen öffnen sich und also weiter. Das Volk singt, ja, und danach sieht man, wie das Mädel sagt dem Bocher, meine Mama hat nicht lieb, was das Pfeifste soll, weil das Pfeifle ist nur gut für sie. Es passt nur bloß für sie. Das heißt für sie die nicht-jüdische Menschen. Bald wird ihr das sehen. Wie gesagt, das Lied folgt genau, die Animation, entschuldigt, folgt genau das Lied. Auf links sieht man ein Talis-Säckel, was Reisel hat gemacht für einen Bocher. Auf rechts sieht man den Bocher, wo sagt, ist gerät zu sein Frumverheer. Und danach geht heim und geht schlafen und holen vor dir. Und das ist wie sieht Reisel in sein Holle. Und wie gesagt, das Fegele fliegt wieder rein. Von unten zum Sof. Gut, ist lassen wir das Film. 3,5 Minuten. Steit sich dort in Gessele, still vertracht der Heisele, drinnen auf den beiden Stiebel wohnt mein Parier Reisele. Jeden Abend fahren Heisel, reich sich darin. Ich gebe Pfeifen, rief aus Rasel, Kim, Kim, Kim. Effen sich auf Fensterl, wacht aufs alte Heisele, in bald klingt im stillen Gessel, als ich's größert Reisele. Noch a Weile wart, mein Lieber, bald will sein frei. Gei sich noch a paar lieber, 1, 2, 3. Gei ich mir a Freilichkeit, singen knach mir nieselach, Herr auf die Trepplach springen, ihr drobne Fieselach. Scheiner auf den letzten Trepplach, nimm sie liebe Arim. Ich geb ihr still a Kirschenkäppel, Kim, Kim, Kim. Ich will dich beten, du Widdel, sollst darauf nicht pfeifen mehr. Es, der pfeift schon, sagt die Mama, sie ist verrückt, verdrießt sie seier. Pfeifen, sagt sie, ist nicht jiddisch, das nur bloß versei. Gib ein Zeichen, Prost auf Jiddisch, 1, 2, 3. Ich will von heim nicht pfeifen mehr, darauf gib ich a Spiele, in dir zu lieb will ich a Viele, wären fremd mein Sniele. Ich will sein, wenn die willst nur reisen, wie deine Mama fremd. Jeden Schabes gern Klasel, Kim, Kim, Kim. Ich gleib es dir, mein lieben Kerl, in der Fahrt hier, du Widdel, stricke ich a scheint vielen Sättel, mit am Hugen, du Widdel. Wenn gefällen sie wird in Kleisel, suchen soll's die sein. Es hat gestrickt, mein lieber Reisel, 1, 2, 3. Dank für dein mit Unale, ich liebe seitig Reisele. Ich lieb dein Mama, ich lieb dus Gessel, ich lieb dus alte Heisele.
lieb die steinlich Leben Heisel, kretzt auf See arin. Herr, dein Mama rief schon, Reisel, Kim, Kim, Kim. Ga ich mir a freiliche, singen knack mir nieselach, Herr, ich auf die prachtlich laufen, ihre drobne Fieselach. Wieder steigt vertracht das Heizl, das Kessel wieder stimm. Kim zu mir in Chulem Reisel, Kim, Kim, Kim. Gut, ich hoffe, es ist euch gefallen, mir ist sehr gefallen das und bei MS a treuer, als Schure ist mehr nicht mit uns, sie soll können machen noch solche schöne Filme. Was ihr gesehen in dem Film spezifisch, ist sei verweilerisch, alle haben lieb das Lied Reisele, sehr schön, verweilerisch, Entertainment und sei erzieherisch, educational, was jedes Wort, was wird herausgesungen, Leut dem Inhalt, was gebürtiger geschrieben, sieht man in der Animation. Wir darf nicht keine Übersetzung, nicht in Englisch, nicht auf Russisch, nicht auf Chinesisch, es ist genug die Animation. Ist was weiter? Was weiter ist, wir wollen schaffen neue Filme. Von dem darf man Geld. Die Menschen, die Technik ist voran, die Meises und die Lieder sind voran, darf schaffen von dem Fonden. Is there open up? I'm opening up the forum for questions, answers. Michael? So that people don't accidentally speak over each other, if you would, on the bottom of your screen, you'll see a button that says reactions, and then there's a button then that says raise hand. If you'll click that, then we'll know that you're wanting to ask a question, and we can go one by one. You can also put your questions in the chat to everyone if you prefer. So here's a question from Miriam. Can you share a list of links to some of the animations on YouTube? Okay, ich kann das tun, aber you can find them in YouTube according to the songs. Not easy to find. I have a list. You'll just have to contact me. Ihr werdet mir kontaktieren und ich will euch schicken. Best thing. Schreibt mir und ich will euch schicken. Okay? So, ich habe nicht eine fertige Liste. I don't have a ready something that I can pass on right now. Noch Fragen? Avi. Shalom Aleichem, ausgezeichnet. Danke, ausgezeichnet, Leben. Danke, Avi. Ich habe zwei Fragen. Eins hat zu tun mit Subtiteln. Ja. Weil die, was verstehen, ich kein Jiddisch, dürfen wissen, wegen was man redet und was man singt. Ja. So, ich habe nicht gesehen als Subtiteln. Und die zweite Frage ist, wie soll können wir nutzen die modernische Stilen von Animatie und öfter gefunden Menschen heim, was die Animatie auf ein Hochstande zu tun jüdische Sachen. Wie soll können gehen zu der Steven Spielberg, DreamWorks USA? Ja, wir darf gehen zu Pixar, wir darf gehen zu Disney, Hallewei. Sie haben die Geld. Ja. Technik ist nicht ein Problem. Lassen wir für ihre Entfernung wegen die Untertiteln, die Subtitles. Ja, wir können zugeben. Wenn wir suchen Jewish Lullaby, was das ist gemacht in Russland, auf YouTube, wird gefunden 4 oder 5 Versionen. Es ist vor allem eine Version mit russischen Untertiteln, es ist vor allem eine Version mit englischen Untertiteln, es ist vor allem eine andere Version mit hebräischen Untertiteln. Das ist bechlal nicht ein Problem, das ist sehr leicht zu tun. Als Sachmo, man bringt bechlal Filmen, sieht das auf YouTube, auf andere, von China, von Japan, von Italien, und man geht zu Untertiteln, mit aufhaben, wer soll es tun? Das ist leicht zu tun. Wahrscheinlich schaffen neue animierte Filme auf Jiddisch, von dem darf man ein größeres Budget.
ob wir wollen schaffen, ein Kurzfilm wie Reisele, was das ist 3,5 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel es hat ihr gekostet zu tun, als eine Sache, und ich bin sicher, sie hat es getan von einem vollen Herzen, aber als man darf bezahlen, ein Professionellen das zu tun, kann kosten $25.000, $50.000 für etliche Minuten. Und schon mehr, und schon weniger. Wir können euch machen für weniger. Und wir will machen eine Full Length, wir nehmen, ich weiß, ein Meister von Peretzen oder ein Meister von Shalom Aleichem oder von Leviken. Ich habe sehr stark geliebt Levik. Levik hat das auch Bilderischkeiten in seine theatralische Meisters. Der Maharam von Gutenberg oder der Goylem, ich vergesse es, hat er Meister von der Goylem, oder wir will lieber machen, Moschel Hanskis der Dibuk in Animation. Fantastisch. Wer wird bezahlen von dem? Avi, helf uns gewinnen die Geld. Noch Frages? Ich sehe. Efsche. Hallewei. Agaf, es ist vorhin ein bisschen Geld, wir wollen gewinnen das. Ich darf reden mit den Schulmanns, aber mit den Weißmanns, mit den Schulmanns. Und es ist vorhin etliche mögliche potenzielle Projekte in Israel. Man darf sehen, zu verbinden die alle Keuches. Kein Sachgeld ist nicht da, aber das kann sein ein Anheb, auf zu schaffen mehr Geld da. Hat ihr schon gesehen Grants in solche Foundation? Noch nicht. Ich bin vernommen mit meinen eigenen Sachen, eigenen Projekten, aber ich weiß, es ist da etliche Menschen in Israel und anderswo, welche sind dafür interessiert. Wir dürfen sich zu aufnehmen. Viele du in Amerika. Sie du in Amerika Foundations. Ich bin sicher. Ich bin sicher, euch hat in Montreal ist voran, ich bin sicher. Ja. Wir können gewinnen, aber immer sie darf sich vernehmen mit dem. Ja, immer sie darf schreiben die Grants. Alright, Hashem da. Danke dir, Avi. Asja Schulman hat eine Frage. Ja, Hashem Dank Label, das ist äußergewöhnlich interessant zu sehen, die colorlei verschiedene Filmen, was ihr habt gefunden. Hab nur gewollt das ist ein Spitzberg oder Spitzlevel, das sagt man, ja? Ja. Ich habe nur gewollt zugeben, als später Heint, weil wir melden eine neue Prämie, was wir planieren herauszugeben, einmal ein Jahr für jüdische animierte Filme. So just a quick translation. Later today, we will be announcing a new competition, a yearly competition to award prizes to new Yiddish animated films. So, it's no Spielberg, but, hopefully it will nudge some people in the right direction to create more of these animations. Sehr gut. Steuer. Noch Frages? Es ist da Sache Menschen, was wollen dein Blitzpost. Noch einmal? Es ist da Sachmenschen, was beten dein Blitzpost, so they can get the list of animations. Ich will sie schicken, mit Vergnügen. Ich habe es schon geschrieben, aber schreibe es noch einmal. Wir haben noch 3-4 Minuten. I think maybe you're not sending the chat to everybody because we're not seeing it show up. Yeah. Oh, wie weiß ich? Okay. Everyone. Der Frau. Entschuldigt. Seid Michael. Leon Wasser hat eine Frage. Ist der hat der Rest? Ja. Shalom Aleichem. Braucht ein Emes. Danke. So, ich habe eine kleine Frage. In English, es ist besser bei mir. For the films that you were talking about, the animation films, es ist besser für mich in English. Have these films ever been, these animations ever been shown at Jewish film festivals? We have a Jewish film festival in Toronto. We have the New York, many places in the world. Absolutely. Okay, and so is there an opportunity for even this year? I know this year the Jewish Film Festival in Toronto is in June, and I know some of the people involved. So
Is there a need to reach out to that festival and the other ones? Ja, aber da darf man die zwei Filme, was ich bis darauf gelegt, Fiddle und Nigun, sind zwei israelische Filme. These are two Israeli films that have come out in the past 2-3 years. Ja. Und sie sind gewähnt verschiedene Festivals in der ganzen Welt. Und es ist vor allem euch eine Animatie-Organisation, ASIFA, Association Internationale de Film Animation, etwas sonst. Und sie haben Festivals mit Zagreb und in Japan, wo ist es in Japan? Hiroshima, dachte ich allein. Und andere. In Ottawa ist auch etwa ein Animation Film Festival. Ist, warte, man darf sie weisen, wieder, man darf es organisieren. Ich bin bereit zu helfen, aber, ja, thank you. Danke, Leon. Leon von Montreal? No, ich bin in Toronto. Ja, aber originell von Montreal? Ja. Wir haben studiert zusammen. Von der Tat ist mit gelernt Lieder Jiddisch. Ja, mein Tata Oliver Shalom hat gelernt lange Jahre Musik da in Montreal. MS. Schönen Dank. I still have a copy of your Yiddish science fiction book from good. Lange Good. Leivu, ich kann sagen ein paar Wörter? Ja, sicher, Salman. Ja, soll das schreiben können. Ich habe sich verspätigt. Für die ganze Zoom ist registriert. Ja, man registriert das. This is going to be recorded. Das Film, die ganze Programm, den ganzen Tag wird man rekordieren, mit euch schicken zu euch die Verbindung. Okay. Und die zweite Frage ist, was meint ihr? Ihr meint, dass das helfen, die Kinder zu kommen zu der jüdischen Wort, zu auslernen sich euch unsere prächtige Lieder, weil wir sind schon große Kinder und wir haben das sehr lieb, aber die kleinen Kinder, weil Kinder haben lieb animierte Filme. Ja. Ob sie es gemacht, schön, mit Kollier, mit schöner Musik. Kinder haben das sehr hold. Sie wollen sehen animierte Filme. Auf Jiddisch, für was nicht? Es kann sein, ich weiß nicht, ich habe nicht gefunden, in der chassidischen Welt, es kann sein, es ist schon da etliche Filme. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich weiß, es ist da ein Chasen, was hat gesungen, ein Lied mit Animation auf Jiddisch, aber es kann sein, es bei sie eine offene Welt. Es kann sein, sie werden sein zufrieden zu haben, animierte Filme auf Jiddisch, unter der Kontrolle, Verseher, was man mag sehen, was man doch nicht sehen, aber das kann sein eine wunderliche Sache. Sie können nehmen, es ist du ein Singer, der wohnt in Moldawien, ist Fima Tschorniov, das ist gehört reden von ihm. Hat gesungen auf dem Weg, still steht der Bäum, aber man sieht ihn nicht auf wie heißt das, YouTube. Und man sieht euch eine Animation, auf dem Weg steht der Bäum. Ja, das ist der Jewish Lullaby. Ja, das ist das Lied. Jewish Lullaby. Ihr kennt das Gefühl. Viranowski singt, falls man kennt das einrechnen zu animierte Film, Schabbos auf der Nacht, wo man sieht sie nicht singen, aber man sieht Sprüche Schabbos beim Schabbos-Tisch öfter aufgehört wegen dem. Es ist sehr schön. Man sieht Lieder, wo man sieht nicht die Singen, aber man sieht die Animation, das Film, ja? Ja. Ja, das ist alles. Danke. Okay, es ist Zeit zu time to change topics. Thank you, Shenem Dank Label. Es ist sehr, sehr interessant. Danke. Kannst du schreiben dein E-Mail? Ja. It's in the chat already. Awesome. Very good. Okay, so those of you who are sticking around for the next program, which in this room is Sheva Zucker, you'll be placed in the waiting room
while we get things arranged, and then you'll be brought back in just a few minutes. If you're attending Gennady Streich's talk, he is in room A, and you can refer to your email to go to that link. There's also a link I placed in the chat. Again, you'll be placed in the waiting room for a few minutes if you're staying in room B. Thank you very much. Ashenam Dank. Danke euch. Bitte, ich wollte gewählt, ihr könnt uns weisen noch einmal dem E-Mail. Ich habe es nicht geschrieben. Bitte. Na, danke, es gewesen sehr interessant und sehr schön. Danke. Danke.